Den 8. Juli 2015 haben wir in der Chambre einstimmig Gesetz gestimmt, was dem Staat erlaubt, Radaren am Land aufzustellen. Die Aktualitätsstunde, die schaut gefroht tun, als nicht für das Gesetz auf Frau zu stellen. Da der steht doch haut nach zu seinem Wort vom 8. Juli 2015 und er ist auch noch immer überzeugt, dass den Radaren einen wesentlichen Teil dazu werden beidrohen, als Straße mehr sicher zu machen, wenn wir die Radaren so ersetzen, wie wir sie an der Diskussion den 8. Juli 2015 diskutiert haben. Die Aktualitätsstunde als der Vereiste dafür ein Monat um Abfeiern von den Radaren eine erste Bilanz zu ziehen, ob das Resultat das Brot hat, was wir uns vorgestellt haben, oder ob Korrekturen nötig sind. Die 3 zuständigen Ministerinnen werden dann nur als Detailer aus ihrer Sicht als Chiffre gehen, aufgrund von den Erfahrungen an den Statistiken, die sie den ersten Monat gesammelt haben. 12 von den Infraktionen den ersten Monat sind etwas über 40.000 und davon 1200 Delit Grand Vitesse. Mengen die 1200 beweist, dass hier am Land eng 12 von Leuten relativ sehr NRW sind, und ich meine, allein für die 1200, die ja 50% über der autorisierten Vitesse gefahren sind, haben die Radar schon sicherlich ihren Wert erfüllt. Es war am Anfang 2000 den Tag, also in der Zwischenzeit gesungen, der Minister hat mir gestern gesagt, ungefähr 600, die 12 wird auch noch weiter senken. Auch wenn die 12 von 40.000 Wert zwischen 15, 20.000, Gott weiß wo, der Rote sich wird abhandeln, so wird sie doch durch die Installieren von 10 weiteren Radar mehr auch im Robkommen, sodass in davon kann ausgehen, dass man einfach nur Werte bei 25.000 Feststellungen, die sehr gefahren sind, hier am Land pro Monat kommen, was dann zu einer Zahl kommen von ungefähr 300.000 am Lauf von einem Jahr. Hier stellt sich froh von der Verhältnismäßigkeit. Ziel war es, überall da Radaren aufzustellen, wo Punkte sind. Das also auch damals in der Diskussion von den verschiedenen Parteien und auch vom Minister dementsprechend gesagt haben. Der Minister hat damals gesagt, die 20 Punkte, die sind ausgesicht gegenüber dem Komitee d'Audit, das sind Point Noir von unserem Strassenreso. Die Frage stellt sich schaut, haben wir die 10 Radaren oder wirklich so Point Noiren abgestellt? Sicherlich verschiedene ja, sicherlich verschiedene nein. Ich kenne ein Beispiel oder 2 Beispiele. Der Schlammestee. Der Schlammestee hat der Radar sicherlich einen Zweck gehabt zu einem Zeitpunkt, wie nach kein Rotluten da waren. Wo Rotluten da waren, 50 Meter, 4 Rotluten, auf 50 Meter, 100 im Schild, 70 Radar abstellen, mit meiner Meinung noch Käsen, weil wenn man da in der Stelle misst man der Regel für alle Rotluten Radar abstellen. Dabei muss ich wissen, dass ein Radar quasi auf der Platz schon da blitzt, wo das Schild steht, und wo die Leute Bierhof an das Schild zufahren. Ein zweiter Punkt als Gonnering, wo auch die Leute sagen, dass am Anfang nicht der Radar ist an der Antrieb von Gonnering, stimmt mit Accidenten, wenn wir vom Point Noir schwätzen, die sind immer auf der Strecke zwischen Gonnering am Waldhaft geschehen. Da steht aber halt kein Radar, der Radar steht an der Antrieb von Gonnering. Toleranz, Gonnering. Toleranz, Herr Präsident, wird auch viel diskutiert. Es ist klar, dass die Regierung als sieht, die Apparaten, die wir haben, dass wir das Neues, das Modernste von dem Markt führen, sie noch so präzis müssen, wie kein einer, und dass in dürfen Kinder am Anfang von einer Null Toleranz ausgehen. Mit die Toleranz, die wir haben, ist extrem minim. Es gibt auch am Ausland, muss ich sagen, wo sie so nur minim sind, mit gibt auch am Ausland, wo sie mir heiß sind. Ich plädiere dafür, Daten zu gucken, auf zu gucken, ob ihr nicht kennt, die Toleranz doch einfach
Rupsetzen, Kita den immer Kasoren 70 als 70, 50 als 50, das ist ein Null Toleranz. Aber wenn wir die Chiffre gucken, die in Hai aber festgehalten gehen, mänglich müssen noch verschiedene Schrauben aber drehen, für irgendwie um eine Verhältnismäßigkeit zurückzukommen. Ein anderer Punkt, das sind 4 Warnungen. Die Schilder stehen am Prinzip 1 Kilometer 400 Radar, verschiedene Mei, verschiedene Männer, und es gibt auch Schilder, wenn ihr zum Beispiel Zocht die Ettelbreck hält oder von der Esch-Autobahn an den Start könnt, wo ein Zweitschild könnt 400 Radar. Eine Idee, die mir persönlich gut fanden, aber wo wir der Meinung sind, wenn das wirklich darum geht, nicht für das die Leute müssen bezahlen, mir das wirklich darum geht, für das die Leute auf der Platz sollen nur fahren, geben wir dafür plädieren, dass ihr möglich die Schilder sollt mich groß machen, und zweitens ein Zweitschild 500 Meter 400 Radar stellen, aber in das Schild auch die kontrolliert Vitas machen. Viele Leute schwätzen drüber, und ich meine, das ist eine Realität, dass die mehrheitweise Straße relativ sehr Vitas wirst. 70, 90, 110, 70, 90. Und ganz viele Leute wissen nicht mehr, wenn sie bei der Radar kommen, was für ein Vitas aus der Loi wert nach die ich muss fahren, wenn die Schilder halt sonst relativ tags wechseln, auf relativ kurze Strecken, dürfen gibt man dafür plädieren, dass den auf dem Schild, wenn Zweitgift beisetzen, 500 Meter 400 Radar, und dann in der Tat Schild dann auch gibt, die kontrolliert, wie das mit drinnen passen oder hängen. Wir sind auch der Meinung, nun kürzlich ihr Radar angefordert, eine Gesetz gestimmt von einer Infraktion, die hätte Kinder über Radar gemusst gehen. Wir sind auch der Meinung, dass den Dat an Zukunft soll so losen, keine andere Infraktionen über Radaren feststellen. Ich will doch noch ein paar Worte verlieren, über Konsequenzen für als Gericht. Ich bin froh, dass der Herr Justizminister auch hier ist, weil wenn wir längst 1200 die Linie Grand Vitesse tun, da wissen wir auch, dass das für als Gerichter ein relativ zeitlichen Aufwand bleibt. Wenn als Gerichter 20 Tage den Monat schaffen, da wären das 60 Fälle den Tag, den sie müssten behandeln, für allein das, was an dem ersten Monat geschieht ist. Das wäre eine große Belastung für als Richter. Und ich will doch da fragen, ob der Minister, ob da eine Möglichkeit, vielleicht eine Prozeduren kennt, praktizieren, für das als Richter, aber nicht unmäßig giffen, zeitlich belastet gehen, mit so Prozessen, wobei man dann noch mal muss wissen, dass das den armen Richter, den muss er bedauern, von dem muss alles hängen mit das selbst vor und das selbst so und das selbst Urteil quasi holen, das geht ein monoton Arbeit, das ist sicherlich kein interessanten Job, aber vielleicht geht es da eine andere Prozedur, für das er nicht da als Gerichter muss so belasten. Das selbst zählt auch für die Post, ich meine, wir werden als Demos eins gehen, mannen dat de Brief mist angeschrieben sind, mit 40.000 Briefe, das bedeutet bei 20 schafft ich 2000 angeschriebene Briefe, die den Briefträgern den Tag müssen ausdelen, wo sie bei Tieren müssen Schelle gehen, Leute müssen rauskommen und erschreiben, oder Leute müssen sich deplacieren, ob ein Postbüro oder bei einer Tankstelle, für die Briefe sichern zu gehen. Herr Präsident, wie gesagt, das sind ein paar Anregungen, ein paar Fragen, die ich vollteil an den 10 Minuten, die wir haben, stellen. Ich meine, denn Herr Bausch hat damals als Minister an die Debatte gesagt, dass der Besanz für den Ersatz von so einem System aber klemm, wenn sich der Kenntnis durchsetzt, dass es sich hierbei um einen rein Sicherheitsmaßnahmen handelt und nicht um Moyen für die Staatskäse zu füllen. Das tun wir damals mit 2 Händen herbanden, alle gut unterschrieben. Wenn wir nicht wollen, dass bei den Leuten die Impression abkommt, dass es aber zu einem guten Teil wir für die Staatskäse zu füllen, mengen, da müssten wir auch bereit sein, verständlicherweise ein paar Schrauben zu drehen, für die Verhältnismäßigkeit herzustellen.